Wer von euch hat an seiner Hochzeit getanzt? Hände hoch. Okay. Wer von euch ist verheiratet und an seiner oder seinem Hochzeit hat es keinen Tanz gegeben? Hände hoch. Gell, wir sind eben hier in der Schweiz, gell? Da wird nicht getanzt, oder? Ich tanze ja eigentlich sehr gern. Ich habe nicht gesagt gut, aber ich tanze gern. Es gibt Videomaterial, das das bezeugt, dass ich gern und nicht gut tanze. Ist einfach so. Und Dunja und ich, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, haben wir auch zusammen angefangen zu tanzen. Wir sind zusammen regelmäßig Salsa tanzen. Yes, come on. Wir haben das dann wie die Schweizer halt so gemacht, gell? Ein bisschen steif, ein bisschen wenig Smoothness drin. Hey, wir sind immer noch Schweizer und keine Latinos, aber wir haben es sehr gern gemacht und wir haben es eine Zeit lang relativ intensiv gemacht. Und so haben wir gesagt, hey, an unserer Hochzeit, da brauchen wir jetzt einfach auch einen Salsa-Hochzeitstanz. Und wir haben da voll die Routine einstudiert mit Babysalto und allem. Ich sage euch, yes, das war noch was gewesen, du. Genau. Und Tanz, das Bild, das wird uns heute durch die Predigt begleiten. Wir werden nämlich das Bild vom Tanzen brauchen, um den Philipper 2, das Kapitel, wo wir drin sind, miteinander anzuschauen. Also es ist wie das Bild, das wird uns begleiten. Und sorry für alle die keine Relation und kein Verständnis für Tanz haben. Ich mute euch das zu, ihr werdet das aushalten. Es wird heute einfach ein gewisses Maß auch um das Bild vom Tanzen gehen. Ich hoffe, ihr könnt eure Swissness heute einfach ein bisschen abschütteln. Stellt euch vor, ihr wäret Latinos, Latinas und dann kommt das richtig gut. Und dann könnt ihr das Bild so richtig umarmen und etwas anfangen mit dem. Weil wir werden das heute brauchen, das Bild vom Tanz. Wir sind mit in unserer Philipper-Predigtserie drin. Heute werden wir miteinander das Kapitel 2 anschauen. Und das Kapitel 2 ist hat eine unglaubliche Dichte. Darum werden wir auch nicht alles miteinander anschauen, alles durchnehmen miteinander. Aber hey, zum Glück habt ihr eure Bibel dabei, zum Glück habt ihr eine Bibel. Leset es, studiert es selber, geht nochmal drüber und probiert wirklich das Bild vom Tanz in dem Kapitel drinnen zu sehen. Ich habe mich nicht entscheiden. Und darum hat die Predigt zwei Titel und ihr könnt jetzt auslesen, welchen das erwähnt. Entweder nennen wir, ich kann schon mal zurückgehen, entweder nennen wir die Predigt von der Theologie zur Praxis. Oder wir nennen die Predigt, wenn Gott tanzt. Überlegt euch schnell, was gefällt dir besser? Welchen Titel von der Predigt willst du gerne? Wir stimmen ab. Wir sind da in einem demokratischen Land, da tun wir abstimmen. Wer ist von der Theologie zur Praxis? Hände hoch. Ja, das sind sicher alle die nicht getanzt haben an ihrer Hochzeit, oder? Genau. Und wer ist mehr für «Wenn Gott tanzt»? Wer findet das? Alright, die Mehrheit zeigt, wir nehmen «Wenn Gott tanzt» als Predigtstitel der heutigen Predigt. Und trotzdem wird es von der Theologie zur Praxis gehen. Wir fangen nämlich an, nicht chronologisch, wenn wir den Text miteinander anschauen, sondern wir fangen mit dem hinteren Teil an und schaffen uns dann durch das Kapitel durch. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt doch mit mir auf im Philipper Kapitel 2. Und hey, das lohnt sich vielleicht im Fall für die nächste Zeit, in dieser Predigtserie eure Bibel mitzunehmen. Und Handys sind nur erlaubt, wenn ihr daheim auch mit dem Handy die Bibel leset. Wenn ihr daheim Papierbibel leset, dann nehmt doch im Gottesdienst eure Papierbibel mit. Ich finde, das lohnt sich, um eine Bibel in einem Gottesdienst dabei zu haben. Alright, also komm, wir machen doch auf Philipper 2 und wir starten ab dem Vers 6 und wir lesen bis zum Vers 11 als ersten Teil. Und bevor wir das lesen, muss ich euch Folgendes mitgeben zu dem Text. Der Paulus wird jetzt dann gerade theologisch. Er erklärt Trinität. Und er erklärt Trinität mit einem alten Lied. Also was wir jetzt dann gerade lesen, ist, man geht davon aus, in der Urkirche als Lied gesungen wurde.
Das hat eine unglaubliche Poesie dort drin. Das geht leider ein bisschen verloren in der Übersetzung. Aber wenn wir das dann jetzt lesen, stellt euch vor, das ist so ein alter Klassiker, ein Schlager von der Christenheit. Das ist gesungen worden in den Kirchen und das ist so einer von diesen richtig tiefen Texten gewesen, wo sehr wahrscheinlich sehr bekannt ist gewesen bei all diesen Leuten, die das jetzt dann gerade, wo das dann gehört haben. Also der Paulus braucht ein Lied, das die Leute kennt haben, um seinen Punkt zu machen. Und wir lesen jetzt das Lied miteinander, ab Vers 6. Dort steht, obwohl er, das ist Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Amen. Hey, was für ein starker Text. Hört ihr, so wie das gesungen worden ist, so in den ersten Kirchen. Jesus ist der Herr und alle Knie werden sich beugen vor ihm. Wow, was für ein genialer, emotionaler, aussagekräftiger, theologisch geladeniger Text das doch ist. Und dort möchten wir jetzt einsteigen. Weil der Paulus erklärt da einen Teil von der Trinität oder wie Gott in sich funktioniert, wie Gott in sich dann ist. Das Bild von der Trinität kommt da durch. Jesus wird uns beschrieben als der, wo war, Gott gleich. Und jetzt möchte ich da ganz kurz einen älteren Text anschauen oder eine ältere Übersetzung, weil ich fühle nämlich sehr fest mit den Bibelübersetzer. Wenn man den Text in der ursprünglichen Form anschauen, mit den Wörtern, die da gebraucht werden, Heimatland bist du da überfordert. Wie willst du die Wortgewalt übersetzen? Und die Luther-Übersetzung, die hat eine wortgewaltige Übersetzung genommen, die aber schwierig ist zum Verstand. Das möchte ich jetzt den Anfang ganz kurz anschauen, wo es um Trinität geht. Dort wird übersetzt Folgendes. Er, der in göttlicher Gestalt war. Also Jesus ist in göttlicher Gestalt gewesen, oder man könnte dort auch sagen, Jesus hat das Wesen Gottes gehabt, oder er ist Wesen Gottes gewesen. Bestätigend, bekräftigend, dass Jesus von Anfang an Gott ist und war und sein wird. Wir haben in anderen Bibelstellen die Bestätigung, dass Jesus zu der Trinität oder eben zu der Gottheit dazugehört. Wir lesen zum Beispiel im Johannes, er war das Wort gewesen. Das Wort, das am Anfang war und durch das Wort, wo alle Schöpfung entstanden ist. Jesus hat eine Schöpfungskraft. Jesus ist Schöpfer. Er war dort drin, Teil gewesen. Oder wir lesen auch, und das finde ich ganz ein schönes Bildnis, dass Jesus das Ebenbild vom unsichtbaren Gott ist. Und das ist insofern spannend, dass ja das Gebot gibt, man soll sich kein Bildnis machen von Gott. Wieso soll man sich kein Bildnis machen von Gott? Ja, weil jedes Bildnis wird zu kurz kommen, wenn man es dann mit dem echten Ebenbild Gottes vergleicht. Jesus ist quasi so die einzige sichtbare, erlaubte Götzenstatue, wenn du so willst. Verzeih mir den Ausdruck. Natürlich ist Jesus kein Götzenstatue, aber er ist das Ebenbild, das Sichtbare vom unsichtbaren Gott. Er, wo Mensch geworden ist, er, wo unsere Gestalt angenommen hat. Und ich hoffe, du bist nicht beleidigt worden durch den Text, wo geschrieben worden ist, ja, Jesus hat das Schlimmste gemacht, was man überhaupt sich vorstellen kann. Er ist Mensch geworden, stellen wir sich das mal vor, oder? Schlimmer als ein Sklave, ja. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er ist aus seiner göttlichen Position Mensch geworden. Und dort ein weiteres gutes Wort in der Luther-Übersetzung, sondern er entäußerte sich. Das andere Wort, das dort braucht, ist, er hat sich entleert. Hat sich leer gemacht, verfügbar gemacht, zum gebraucht werden von Gott. Was für ein geniales, schönes Bild von der Trinität, wie Jesus
und Gott Vater miteinander umgehen. Jesus ist gehorsam und er erniedrigt sich selber gemäss dem Plan und dem Auftrag Gottes und Gott der Vater erhöht ihn wieder, so dass sein Name der höchste Name ist und dass jedes Knie sich muss beugen vor dem Jesus Christus. Wir können da so viel sehen und lernen über die Trinität Gottes, wie Gott ist in sich. Und da kommen wir jetzt wieder zu unserem Bild vom Tanz. Es hat mal ein berühmter Theologe, der Jürgen Moltmann, er ist letztens verstorben, ist sehr alt geworden, ich glaube 96 oder so geworden. Eines von seinen Hauptaufgabenbereichen oder etwas von dem, was er sich am meisten damit beschäftigt hat, war Trinität. Und der Jürgen Moltmann, ein Deutscher, hat Trinität mit einem Tanz beschrieben. Er hat gesagt, wie kann man sich eine Trinität vorstellen? Wie geht das? Wie können wir beschreiben, wie Gott in diesen 3 Formen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, miteinander agiert, wie das funktioniert? Wie gehen die miteinander um? Was ist das Bild, das man da brauchen kann? Und er hat gesagt, man muss sich das vorstellen wie ein göttlicher Tanz. Die 3 sind wie in einem Tanz miteinander unterwegs. Und das hat mich berührt, begeistert, fasziniert, das Bild von Gott, der tanzt. Und er hat das so beschrieben mit diesen 4 Wörtern. Kannst du es schon mal zeigen, die 4 Wörter, die der Tanz von der Trinität beschrieben hat. Es ist Gemeinschaft, Liebe, Dynamik und Offenheit. So hat Jürgen Moltmann die Trinität Gottes beschrieben. Zuerst Gemeinschaft. Hey, wir lesen so viel Beziehungswörter, wenn es um Gott geht. Wir lesen von Gott, dem Vater. Wir lesen von Gott, dem Sohn. Und wir lesen vom Heiligen Geist. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie genau gehört denn der zu der Familie, oder? Wie machst du jetzt das, oder? Wie bringst du jetzt dort Gemeinschaft drin rein? Hey, Gott, der Heilige Geist wird der Zwilling genannt. There you go. Siehst, eine grosse Familie, die miteinander unterwegs ist und die miteinander in Beziehung steht. In Harmonie, in einem Tanz miteinander unterwegs ist. Es ist bezeichnet von Liebe, die Beziehungen. Der Tanz ist ein Tanz, wo von Liebe bewegt wird. Wir lesen, dass Jesus Gott Vater geliebt hat und dass er gehorsam war. Das ist sichtbare Liebe. Gehorsam Gott gegenüber ist der sichtbare Ausdruck von einer theoretischen Liebe. Ist ja einfach zu sagen, hey, ich liebe dich. Hat man ja schnell mal noch gesagt, gell? Aber das zu zeigen, das zum Ausdruck zu bringen, das erlebbar und sichtbar zu machen, hat Jesus demonstriert in Gehorsam. Er war gehorsam am Vater gegenüber. Er hat das da, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und er sagt auch immer wieder im Johannesevangelium, hey, ich mache nichts, was ich nicht vom Vater aufgetragen bekommen habe. Ich bin im Dienst vom Vater unterwegs. Die liebevolle Beziehung prägt die Dynamik von dieser Einheit Gottes. Die Trinität ist durchdringt von Liebe zueinander und füreinander. Das nächste Wort, wo der Jürgen Moltmann braucht, um die Trinität zu beschreiben, ist Dynamik. Hey, Gott ist nicht statisch. Das ist nicht etwas Langweiliges, Fixes, wo sich nicht bewegt, sondern Gott bewegt sich in einer Dynamik. Darum das Bild vom Tanz, das ist in Bewegung. Da geht etwas. Das ist nicht einfach etwas, wo irgendwo fix am Boden angeschraubt ist, sondern das ist in Bewegung. Und wir sehen das in der in der Heilsgeschichte dieser Welt. Gott hat etwas erschaffen, hat etwas in Bewegung gesetzt. Und jetzt ist er immer noch unterwegs in seinem Heilsplan drinnen. Er möchte gern, dass sich das vorwärts bewegt. Und er hat sich in seine eigene Geschichte hineingeschrieben. Er ist Teil geworden von seiner eigenen Schöpfung. Jesus hat die Gestalt von einem Mensch angenommen. Er ist voll und ganz Mensch geworden. Er hat sich in seine eigene Schöpfung hineingeschrieben. Auf das Geschichte von der Erlösung dürfen einen Schritt weitergehen. Und eines Tages wird die ganze Schöpfung konsumiert werden in einer Ewigkeit mit Gott, dem Vater, zusammen. Also versteht ihr, das ist, die Trinität ist nichts Statisches. Das ist nicht langweilig, sondern das ist etwas, das in Bewegung ist. Und das Letzte, was unglaublich faszinierend ist in dieser Trinität, es ist eine Offenheit da. Respektive, das, was man ja fast nicht erfassen kann oder was man nicht verstehen kann, ist, dass du und ich, dass wir eingeladen sind in diesen Tanz
drin. Wir dürfen Teil sein von diesem Tanz. Es ist nicht etwas, das in sich einfach abgeschlossen ist, sondern es gibt eine Einladung an dich und mich. Gott Vater sagt, hey, ich habe euch adoptiert zur Sohn- und Tochterschaft von mir. Du darfst Brüder, Schwester sein von Jesus. Du darfst Teil werden von dieser Gemeinschaft, von dieser göttlichen Familie, die ihnen eingeladen. Wir dürfen die Liebe vom Vater empfangen. Wir lesen in der Bibel, wie Gott sagt, hey, ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich meinen eigenen Sohn hingegeben habe, meinen erstgeborenen Sohn, auf das ihr dürft sehen und erfahren und erleben, was das für eine Liebe ist, die ich für euch habe. Ich gebe das Beste, was ich habe, hin für dich. Und Jesus in Gehorsam hat das da. Und Jesus sagt selber, hey, der meine Gebote kennt und sie halten, der ist es, der mich liebt. Sagt Jesus zu seinen Jüngern. Also wir dürfen Teil werden von dieser Liebesbeziehung. Und wir dürfen die Liebe auch zum Ausdruck bringen im Gehorsam drinnen. Eingeladen in die Trinität, in den Tanz von der Trinität drinnen. Dynamik, das nächste Wort, wo wir drin eingeladen sind. Ich finde das, und das ist eigentlich das, was fast das Faszinierendste ist. Gottes Heilsplan beinhaltet dich und mich. Stell dir das vor. Nein, jetzt ernsthaft. Gott hat einen Plan, um die Welt zu retten. Und wir sind Teil davon. Was für ein Risiko Gott da eingeht. Dass er sagt, ich will Menschen brauchen, einladen, in die Dynamik hinein. Das ist nicht etwas, was ich einfach alleine mache und ihr seid so auf der Zuschauerränge und könnt ein bisschen applaudieren. Nein, ihr dürft, sollt Teil sein von dem Heilsplan. Wir dürfen Teil sein von einem dynamischen Reich Gottes, das expandiert, das sich am Ausbreiten ist auf dieser Welt. Wir dürfen mitbauen, wir dürfen Teil sein von dem Reich, wo wir sind und gehen, was wir tun, soll dazu beitragen, dass das Reich Gottes wächst. Wow! Was für ein unglaubliches Privileg, was für eine Einladung Gottes, dass wir dürfen in diesem Tanz drinnen Teil sein davon. Also das ist der theologische Trinitätsaspekt von heute. Und jetzt wird die Theologie wird zur Praxis. Jetzt gehen wir nämlich im Philipper ein bisschen weiter zurück. Der nächste Vers sagt nämlich Folgendes im Philipper 2, Vers 5. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Also jetzt haben wir gerade gehört, wie die Trinität ist, wie Jesus ist, wie er gehorsam war, wie er in Liebe macht, was der Vater sagt, wie die miteinander harmonische Beziehung leben, wie die im Einklang unterwegs sind, wie sie miteinander ein Ziel, einen Plan verfolgen, oder? So wie die Trinität beschrieben ist. Das ist unser Vorbild. Das ist das, was der Paulus sagt. Er nimmt die Hymne, die Hymne, die alle kennt hat, und sagt, hey, schau, so wie die Trinität beschrieben ist, so wie die miteinander dort drinnen umgehen, so sollt ihr auch sein. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. So wie er mit dem Vater umgegangen ist, so wie der Vater mit ihm umgegangen ist, so sollt ihr miteinander umgehen. Das ist unser Vorbild für Einheit. Das ist nämlich der zweite Teil vom Philipperbrief im Kapitel 2. Es geht um Einheit. Das vorbildliche Eins sein. Und dort möchten wir miteinander die Verse 2 bis 4 leben. Dort, wo die Einheit nämlich beschrieben wird. Philipper 2, Kapitel 2 bis 4. Lesen wir, wie die Einheit aussieht. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denn denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Und haben die Worte nicht so viel mehr Bedeutung, wenn man nachher liest, wie das genau aussieht. Das Wohl vom anderen soll höher sein. Ja, was hat Jesus gemacht? Er hat jegliche Privilegien, die er hatte, alles zurückgelassen. Er hat seine Göttlichkeit zurückgelassen und hat es nicht als Raub betrachtet. Es ist ihm nicht gestohlen worden, es ist ihm nicht genommen worden, sondern er ist aus eigenem Entscheid, aus eigener Überzeugung bereit gewesen, seine ganzen Privilegien, die ihm zustehen, zurückzulassen.
zum Wohl vom anderen, hat die Aufforderung nach Einheit nicht ganz einen anderen Klang, wenn man sich das Bild von dieser Einheit Gottes vor Augen führt. So wie Gott und Jesus miteinander umgegangen sind, so sollen wir miteinander umgehen. Und ich finde es faszinierend, wir lesen in diesem Text auch Feinde von der Einheit. Was genau torpediert oder greift dann die Einheit an? Und was mich ja fasziniert ist, dort drinnen ist nicht Theologie genannt. Quasi, ja, wenn der eine die Meinung hat und der andere die Meinung, ja, dann haben wir ein Problem, das wir nicht mehr überbrücken können, oder? Quasi, wenn der andere falsch glaubt, dann haben wir ein Problem. Sondern Paulus geht nochmal ein Level tiefer und geht so zu der ganz Urinstinktsbasis. Zu dem, was wirklich ganz tief in den Menschen vorgeht und sagt, dort drinnen sind die Gefahr von der Einheit. Ich habe 2 Wörter für euch rausgenommen, die wir in diesem Text gelesen haben. 2 Möglichkeiten, wie Einheit kann torpediert werden oder zerstört werden. Es kann durch Geltungsdrang sein. Quasi, hey, hallo, seht ihr mich? Schaut mich an, sieht mich irgendjemand da? Für mich ist das einfach zu sagen, gell? Hast du es jetzt auch gerade gemerkt? Aber das ist eine Gefahr in der Kirche, dass es um mich geht, dass ich gesehen werden will. Und der Paulus sagt, hey, dort, wo das am Laufen ist, dort ist die Einheit in Gefahr. Und gegenüber dem Geltungsdrang, dem steht Demut gegenüber. Und ich liebe, dass im Wort Demut das Wort Mut drinnen ist. Das braucht nämlich Mut, um darauf zu vertrauen, dass es okay ist. Dass ich mich nicht selber erhöhen muss. Und dass es auch okay ist, wenn mich niemand sieht. Dass wenn mein Geltungsdrang nicht muss die treibende Kraft sein von meinem Leben oder von meiner Art, wie ich mit anderen Menschen unterwegs bin. Und das Zweite, wo die Einheit torpediert, ist Selbstsucht. Dort, wo es um mich geht, dort, wo meine Bedürfnisse zuvorderst stehen. Wieder im Kontrast zu Jesus, der bereit war, jegliche Privilegien anzulegen zum Wohl vom Nächsten. Dieser Selbstsucht steht Hochachtung anderen Menschen gegenüber. Ich habe da in einem Kommentar einen Satz gelesen, der hat mich mega berührt, den möchte ich euch mitgeben. Hochachtung könnte man so betrachten, könnte man so beschreiben. Wenn ich andere Menschen als würdig von bevorzugter Behandlung betrachte. Sag's nochmal. Hochachtung ist das, wenn ich andere Menschen für würdig befinde. Ich befinde die anderen Menschen für würdig, dass sie bevorzugte Behandlung dürfen bekommen. Nicht, weil sie besser sind, nicht, weil sie irgendwie etwas geleistet haben oder weil sie etwas darstellen oder weil sie eine Position, einen Titel, was auch immer haben, sondern einfach, weil sie würdig sind. Dass es okay ist, dass sie dürfen eine bevorzugte Behandlung empfangen. Das ist Hochachtung haben vor anderen Menschen. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage, okay, wie kommt man von A nach B, oder? Wie kommst du vom Geltungsdrang zur Demut? Oder wie kommst du von der Selbstsucht zur Hochachtung? Wie können wir dieser Einheit Sorge tragen? Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir lernen, uns unter den Blick Gottes zu stellen. Wenn wir es lernen, uns unter den Blick Gottes zu stellen, wenn wir verstehen, hey, wie sieht Gott denn mich? Dann haben wir nicht mehr so einen grossen Geltungsdrang, oder? Dann müssen wir nicht mehr gesehen werden, weil ich weiss ja, und ich weiss das nicht irgendwie nur auf einem intellektuellen Level, sondern ich weiss das im Herz, dass Jesus mich sieht. Und das gibt dann eben den Mut, zum demütig zu sein. Wenn ich die tiefe Gewissheit habe, hey, Jesus sieht mich. Ich muss nicht mich selber erhöhen. Jesus hat sich nicht selber erhöht, sondern Gott, der Vater, hat ihn erhöht, weil er zuerst demütig war. Weil er war, so wie er hat sollen sein. Kannst du schon mal die nächste Folie bringen? Und wie kommen wir von Selbstsucht zu Hochachtung? Indem wir darauf vertrauen, dass Gott uns wohl wird versorgen. Ich muss nicht mehr für meine eigenen Privilegien kämpfen. Ich muss nicht mehr schauen, dass ich jetzt das bekomme, was mir zusteht, sondern ich darf lernen zu vertrauen. Ich darf lernen zu wissen, dass Gott mein Versorger ist und dass das genug ist. Wenn wir das lernen, wenn wir das einfach vertieft verstehen, dann wird eine wirkliche Einheit möglich werden. Wenn Jesus, wie er mit dem Gott Vater unterwegs war, wenn das zu unserem Vorbild wird, dann ist Einheit das Resultat davon. Jetzt kommt natürlich die grosse Frage. Wie genau wird das jetzt Realität, oder?
Wie kann das nicht nur ein guter Gedanke sein? Oder wie können wir das in unserem eigenen Leben so richtig anfangen umsetzen? Wie darf das eine Realität werden, auch bei uns im Kreuzpunkt? Dass das bei uns nicht Selbstdrang und Selbstsucht im Zentrum stehen, sondern dass wir immer mehr zu einer Gemeinde werden dürfen, wo Demut und Hochachtung die vorherherrschenden Umgangsformen sind. Wie wird das Realität? Wie schaffen wir, dass das nicht einfach nur ein guter Gedanke ist, sondern wie kann das Realität werden? Und dort gehen wir jetzt im Philipper, in dem Kapitel 2, nochmal einen Vers weiterführen. Dort steht nämlich der Schlüssel, wie das alles kann möglich werden. Im Philipper 2, Vers 1 lesen wir: Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten, als Menschen, die mit Christus verbunden sind. Ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Was ist der Schlüssel von dieser Einheit? Es ist Tatsache, dass die Gemeinde in Philippi, die einzelnen Mitglieder mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist der Schlüssel in diesem Text drin. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, wenn wir näher an Jesus dran sind, dann ist es überhaupt erst möglich, dass wir andere Menschen mit liebevollen Augen zu betrachten. Dann geht das erst. Weil in Jesus Christus bekommen wir, was wir brauchen. In dieser Verbindung drinnen ist der Schlüssel. Und dann nochmal eine ältere Übersetzung vom Luther, Philipper 2, Vers 1. Übersetzt die Verbindung in Jesus wie folgt: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus. Ermahnung in Christus. Und das Wort Ermahnung, das ist eigentlich das Urwort oder das griechische Wort Paraklesis. Paraklesis in Christus. Und das Wort Paraklesis, das hat eine unglaubliche Tiefe. Und eines mehr, ich beneide den Übersetzer nicht. Wie willst du Paraklesis, so ein geladenes Wort übersetzen? Wie machst du das, dass das die gleiche Tiefe darf haben im Deutsch? Es ist nämlich nicht nur Ermahnung, sondern dort drinnen schwingt auch Trost mit. Wir lesen in einer anderen Bibelstelle, wie der Heilige Geist für uns einsteht beim Vater. Und das wird dort beschrieben mit unsäglichen Seufzen. Und das Wort einstehen ist das Wort Paraklesis. Darum wird der Heilige Geist in der Bibel auch der Parakletos genannt. Also der tröstet. Das Verb ist Paraklesis und das Nomen ist Parakletos. Und das wird gebraucht für den Heiligen Geist, so wie er mit uns unterwegs ist, so wie er uns tröstet. So in dieser tiefen Verbindung drinnen mit Gott dem Vater dürfen sein. Das ist der Schlüssel zur Einheit. Das ist der Schlüssel zu einem liebevollen Umgang miteinander. Das ist der Schlüssel dass wir in einer Demut drinnen leben, die nicht geheuchelt, die nicht falsch ist, sondern eine Demut, die ernst ist. So darf Geltungsdrang abgeleitet werden und so kommen wir zu einer Hochachtung für andere Menschen, wenn wir im Paraklesis sind mit Jesus Christus. Und da eines mehr möchte ich jetzt das Bild vom Tanz brauchen. Das kann man nämlich auch wie mit einem Tanz vergleichen und da brauche ich jetzt Dunja. Alle, die nämlich schon mal getanzt haben, die wissen, dass etwas beim Tanzen sehr wichtig ist. Und zwar ist das eine Grundspannung. Das geht nur, weil Dunja instinktiv gemacht hat, was wir gelernt haben. Sie hat gelernt, dass es zum Tanzen eine Spannung braucht. Sonst kann ich das nicht machen. Ja. Und dann muss sie so viel drehen, wie ich sage, weißt du? Und das funktioniert nur, weil da eine Grundspannung da ist. Darum muss ich nicht sagen, Dunja, gell, 1, 2, 3, 4 und jetzt geht's los, oder? Sondern wir haben eine Grundspannung miteinander. Das ist eine Verbindung, die es möglich macht, dass wir im Einklang miteinander unterwegs sein können. Stell dir mal vor, die Grundspannung ist nicht da. Wie willst du da irgendetwas bewegen?
Das wird nichts, oder? Danke vielmals. Das wird nichts. Und das ist das Bild, das ich gerne euch mitgeben möchte für Paraklesis mit Jesus Christus. Es braucht eine Grundspannung mit Jesus, auf das wir dürfen im Einklang mit ihm unterwegs sein. Dass wir dürfen bewegt und geführt werden von ihm. Dass es möglich ist, dass er uns zeigen kann, was jetzt dran ist. Dass er kann ermahnen, dass er kann trösten, dass er kann nahe sein, dass er kann führen und dass er an uns kann schaffen. Für das braucht es eine Grundspannung mit Jesus. Wir brauchen es, dass er uns kann zeigen, was jetzt dran ist. Wir brauchen einen Touch mit Jesus. Wir müssen in Verbindung sein mit ihm. Da braucht es eine Spannung. Versteht ihr das Bild? Das ist es, was es heisst, Paraklesis haben mit Jesus Christus. Eine innige, tiefe Verbindung, die Führung möglich macht. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du das? Gibt es das in deinem Leben? Und ich meine damit nicht einfach nur, dass man miteinander irgendwie in einem Tanz ist. Man könnte ja ohne die Grundspannung, man kann schon einen Tanz haben miteinander. Man kann vorher genau abmachen, was wann kommt, oder? Zuerst das, dann das, dann das, dann das, dann das. Und das ist, finde ich, ein gutes Bild für Religion. Da ist keine Spannung da, da ist keine Beziehung. Das ist einfach ein Abarbeiten von vorher abgemachten Verhaltensregeln. Das ist Tanzen mit Jesus ohne Spannung. Ein Befolgen von guten Geboten. Aber es ist nicht eine Beziehung. Es ist nicht in einem Tanz mit Jesus unterwegs sein. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sieht es aus mit deiner Beziehung zu Jesus? Hast du das? Gibt es da eine Spannung drin? Hörst du, wenn er mit dir redet? Bist du führbar? Bist du leitbar? Drehst du dich, wenn er sagt, jetzt? Gehst du dort rüber, wenn er dich dorthin führt? Sind wir in einer Beziehung mit Jesus Christus drin? Und ich finde, das ist eines der grössten, das ist die grösste Einladung, die ich heute Morgen euch aussprechen kann. Du darfst eine Beziehung haben mit Jesus. Er möchte dich einladen in eine Beziehung, in die Trinität hinein. Du darfst Teil sein von dem Tanz Gottes. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du eine Paraklesis mit Christus? Wenn nicht, möchte ich einfach sagen, es ist ein Gebet, das dich von dem entfernt. Wir haben schon festgehalten, dass Gott dich liebt. Dass er das Beste, was er hat, schon hingegeben hat für dich und mich. Ja, er hat seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt. Auf dass er die Strafe für uns trägt. Auf dass er sein Leben am Kreuz hingibt. Auf dass wir dürfen eine Beziehung mit Gott, dem Vater, eingehen. Das ist die Einladung von heute Morgen. Wenn du das möchtest, es ist ein Gebet, ein Ja von dir entfernt. Es braucht nicht mehr, als dass wir einfach sagen, Jesus, ich möchte das gerne. Ich möchte gerne von dir geführt werden. Ich möchte gerne von dir geleitet werden. Ich möchte gerne spüren, wie du mich tröstest, wie du mit mir unterwegs bist. Und wie du sagst, wo mein Leben durchgehen soll. Es ist ein Gebet entfernt. Und ich möchte dich einladen, wenn du das noch nie gebetet hast, das Gebet noch nie eine Einladung an Jesus ausgesprochen hast. Vielleicht hast du dich wiedergefunden in dieser Beschreibung vom Erledigen von Sachen, von in vorabgemachten Strukturen unterwegs sein. Darf ich dir sagen, es gibt mehr für dich heute Morgen. Es gibt eine Möglichkeit zu einer innigen, tiefen, lebendigen Beziehung mit Jesus Christus, die grösser ist als einfach religiöse Do's und Don'ts. Sondern es ist möglich, eine lebendige Beziehung mit Gott, dem Schöpfer, zu haben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du das noch nie gemacht hast, möchtest du das einfach annehmen? Du darfst nachher gerne zum Gebetsteam hinterher gehen. Das Gebetsteam ist ready für dich, um mit dir zusammen das Gebet zu beten. Um dir vielleicht noch mal erklären, was das genau bedeutet. Wenn das etwas ist, was dich heute Morgen anspricht, dann möchte ich dich einladen, während dem Lobpreis. Du darfst einfach aufstehen und hinterher gehen zum Gebetsteam. Vielleicht hast du auch sonst das Anliegen, das du möchtest heute Morgen mit jemandem besprechen, mit jemandem bebeten. Vielleicht ist deine Paraklesis mit Christus ein bisschen eingeschlafen, ein bisschen lahm geworden. Vielleicht merkst du, dass da gar nicht so mega viel Spannung da ist. Heute Morgen ist eine Möglichkeit, das zu erneuern. Auch du darfst gerne mit dem Partner, Partner oder mit wem auch immer du gekommen bist heute Morgen in die Kirche, darfst gerne das zweite beten, du darfst aber gerne auch das Gebetsteam in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt gerne die Band einladen und dann dürfen wir einsteigen in eine Zeit der Anbetung,
Und wir dürfen miteinander Gott im Zentrum haben und ihn miteinander dürfen loben und preisen. Zum Schluss der Predigt möchte ich jetzt noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das Beste gegeben hast, was du gehabt hast. Dass du Jesus Christus auf die Erde geschickt hast. Dass du geworden bist wie wir, dass du Gestalt von uns angenommen hast und dass du uns vorbildlich gezeigt hast, was es bedeutet, mit Gott dem Vater unterwegs zu sein. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach uns alle Challenges dort, wo die Spannung verloren gegangen ist oder wo die Spannung noch gar nicht da war. Herr Jesus, erweck du in uns allen eine Sehnsucht nach mehr von dir. Nach einer tiefsinnigen Beziehung mit dir, Jesus Christus. Dass wir geführt werden von dir in unserem Alltag drinnen. Jeder Schritt soll geführt sein von dir, Jesus. Und alle, die einverstanden sind, dürfen gerne mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Lass uns jetzt einsteigen in eine Zeit der Anbetung.